So. Na, scheiße. Das ist so viel Arsch. Boah, ich werde immer fetter, Kid Rap. Servus, grüß dich. Servus. Prost erst einmal, Prost. einen kleinen Kaffee-Prost, gell? Weil es ist 11 Uhr vormittags. Das halten uns sonst nämlich ab, da von Bier zu Ja, trinken. schon. Nein, ich habe heute noch viel vor und wenn ich jetzt, ich brauche nicht zum hundertsten Mal sagen, Bier Vormittag, dann Rest des Tages im Arsch aus. Ist auf weiter. Hast du gewusst, Kid Rap, dass Axolotl ihr gesamtes Rückenmark regenerieren können, sogar Teile des Gehirns und das ohne Narbenbildung? Sie gelten als Superstars der regenerativen Medizin. Habe ich nicht gewusst. Ist das ein Axolotl? Das ist ein Axolotl, die sind sau hässlich, aber irgendwie sau happy. Also für die Leute, die es nicht wissen, es ist so eine Art Molch. Trifft's gut. Ja. Ein rosaner, sehr happy. Ja, die Ausschauen lachen immer Molch. so, ja. Haha. Hätte aber nicht gewusst, Oh, wie das Viech gell? heißt. Ja. Aber jetzt seht's meine Notizen. Ja. Wisst schon, wie es weitergeht. Wie geht's dir? Gut. Wie taugt's dir, seitdem ich im Urlaub bin? Alles ein bisschen entspannter, gell? Na, ist wie immer. Bin der Hausdrache nicht. Ja. Ja, nein, alles entspannt gerade. Easy. Ich hab komplett vergessen, wie unangenehm heiß es hier drin ist im Sommer. Also Ja. hier geht's jetzt gerade. Ja, da sind die Jalousien die ganze Zeit herunten. Aber es ist ja erst 2 Tage heiß, von dem her geht's noch. Mir ist sehr wurscht. Das ist das Also, Geile. die Temperatur ist mir noch wurscht. Ja, aber die war mir jetzt auch noch wurscht. Also, wobei drüben in unserem unserem Kabuff. Ex-Büro, Ja. da ist schon, wenn die Sonne direkt herballert am Nachmittag recht Ja. unheimelig. Das ist Ja. Was habe ich jetzt verpasst? Meine Drehvorbereitung, das Oberland-Eier-Massaker, das ist das Ding. Ja, ein bisschen am ersten Bier nach dir noch weitergearbeitet. Nicht. Haben wir da schon wieder eine? Nein, ich habe selber dran gearbeitet, um ein bisschen mehr Struktur reinzubringen, wie wir uns das, glaube ich, vorstellen. Und? Ja, ich habe das am Montag gemacht und seitdem nicht mehr reingehört. Okay. Ja. Passt. Kann ich mir später noch sagen. Ja, schon, ja. Ja, aber einen anderen Beat habe ich noch gemacht, der kann dir sehr gut gefallen auf jeden Fall. Na, aber möchte jetzt noch nicht zu viel sagen. Okay, Das ist eine passt. kleine Ja, wenn ich schon Überraschung, dein schelmisches Grinsen sehe. Ja. Schau du nicht auf den Zettel, du Arschloch. Ja, Gell? den Austrag, da habe ich schon ein bisschen was gelesen. Okay. Die 5 Fragen, ich habe nur das Thema der Woche gelesen, aber nur aus dem Grund, weil ich mir überlegt habe, ob es vielleicht was Cooles gibt, aber dann habe ich Ist keine dir nichts Zeit gehabt. Cooles eingefallen? Nein, Okay. nein. Meistens mitgekriegt mit Graz. Ja, aber auch nur so am Rande. Ja. Ich habe mich gewundert, weil der paar Leute in der Story gehabt haben, Stay with Graz Ja, quasi mäßig. das war das, wo mich dann dazu gebracht hat, dass ich sage, ja, vielleicht war ja was in Graz. Ja, Wie viel? Echt viel, gell? Das also war ein mein Hammerlauf, gell? Stand war 11. Ich weiß jetzt nicht, ob es mehrere waren, ich hoffe nicht. Da hat man auf jeden Fall leid. Irgendwann ist immer schockierender, wenn es näher bei einem ist, auch wenn das trauriger ist. Ja, aber schon. Österreich ist ja Heimat. Schon, ja. Also, wie Bayern brauchen wir nicht drüber reden, ja. Ja, junger Bursch, gell? Oder so war Ja. Bursch, gell? 21, glaube ich, habe ich gelesen. Lassen 23 gewesen sein. Irgendwas. Zwischen 18 und 30. Kurzfeuerwaffen, Männlich. Langfeuerwaffen. Hetero wahrscheinlich. Hetero. Typisch. Deutsche, also war hier Mitteleuropäer, das, Österreicher oder was? Österreicher, gell? Das kennen nicht nur die Ausländer, gell? Das kann auch ein Deutscher oder ein Österreicher. Wie die Vergangenheit gezeigt hat. Ja, blöd. So blöd. Prayers zu Graz. Mei, hast du das mitgekriegt? Trump und Musk Ja, das habe ich mir gehört, finde ich auch witzig. zanken jetzt. Das ist sau Ich lustig. finde es irgendwie lustig, dass sie, also Politiker so, oder jetzt kann man Musk mittlerweile als Politiker bezeichnen. Ja, nehmen wir. Irgendwie schon, klar. Ja. Hat er nicht irgendein scheiß Drecksamt gekriegt vom? Ja. Also, Siehst du mal, wie gebildet, wie am Nabel der Zeit ja, bin. kommt dann wieder ein Kommentar drunter, Bro, lass mal Podcast machen. Ja, der stimmt. Podcast. Ja, the podcast in question. Ja, mir regt es auf, dass, hey, zweimal der gleiche Kommentar oder ähnlicher oder nahezu gleicher Kommentar inhaltlich und zweimal hier Top-Votes fast. Ja, Arschlöcher. aber was soll man Ja, machen? sind Das ist halt so am Weg zur Spitze. Da wird's immer schwieriger, mehr Gegenwind, steiniger. Ja. Aber weißt du was, du musst das dann anders sehen. Ich habe da ein Motivational Quote für dich. Ich kenne den, glaube ich, aber hauen raus. Wenn du merkst, es wird immer härter, Ja, dann darfst du das nicht so sehen, sondern du musst das so sehen, dass immer mehrere Leute aufhören. richtig, ja. Und du ziehst weiter durch. Und dann bist Das ist wahr. Wenn ich da Motivational Quote höre, ist es niemals zu spät aufzugeben. nein. Der beste Moment, einen Baum zum Pflanzen, war vor 5 Jahren gewesen. Der nächstbeste Moment ist jetzt. Stimmt, ja. Hast du den meine überhaupt gescheit angehört?
Okay. Weil du schon über dein nachdenkst. Ja, ja. Was, sorry, nochmal. Ja, wenn ich ein bisschen mehr Reaktionen habe, ich habe gesagt, es ist niemals zu spät, um aufzugeben. Also, ja. Das ist sehr lustig. Ja. Ich folge so einer Seite, die so Anti-Motivational Quotes macht. Und das ist sehr, sehr amüsant. Ja, für gewöhnlich, wenn du dein Gegenüber zuhört. Ja. Wenn er an einem Dialog interessiert ist. Ja. Ja, ab und zu bin ich das. Ja. Ich kenne das. Ja, wenn du da schon jemanden zuhörst, aber eigentlich schon deinen Witz vorbereitet hast und ich muss den ein paar Mal im Kopf durchgehen, dass ich ihn einigermaßen flüssig rauskriege. Ja, das ist so 40% flüssiger. Ja. Mir geht das immer bei Vorstellungsrunden, das heißt Vorstellungsrunden, wenn wir wieder zu einem Auftritt kommen und da sind immer 40 Leute und wir versuchen immer betont höflich zu sein, beziehungsweise sind wir so erzogen worden, dass wir zu alle Servus sagen und wenn du dann zu 40 Leute Servus sagst, oft reden die auch mit dir, aber ich bin so damit beschäftigt, das lass da, das gehört da hin. Oft bin ich so damit beschäftigt, darüber nachzudenken, wie er selber heißt beim Vorstellen, dass ich mich nicht darauf konzentrieren kann, wie der Gegenüber heißt. Das ist irre. Vor allem eine Sekunde später denke ich darüber nach, fuck, was hat der für einen Namen gesagt? Weil ich denke mir gerade, ja, servus, ich muss ja lässig dabei wirken. Wir geben ihm Hand so, mache ich so, Ghetto Faust, nur ein Schulterchecker, ein Bellybump, so eine Sache. Ja, das ist immer so das. Ja. Was für die Leute reagieren dann? Wenn man zu so einem Burschenverein kommt, die wo wirklich so richtige Fans sind, die wo sich voll gefreut, dass wir kommen, die wo uns nicht nur bucht haben, weil sie das Zeitlauf spielen wollen. Ja. Wenn du einfach so hingehst zu jedem, aber zu jedem, einfach so, das war es normal zu. Sag, nice Coke, Bro. Aha. Nice Coke, Bro. Ja. Oder, nein, warte, du hast recht, das ist viel besser, wenn es komplett ja. Was machen wir bei den Girls? Ich glaube, ich bin aber länger, also ich glaube, ich fand es darf ich kurz? Ja. Ich fand es lustiger, also so hochheben ist das eine. Ich glaube, es ist einfach nur so. Ja. Also, oder nein, pass auf, so sag ich. Oder wie beim Pferdl, dass du das Mai so aufzeigst. Ja, stimmt, so, ja. So wie bei Bierzeitparty. Ja. Ist da nichts gekommen? Doch, wir haben wegen der Bierzeitparty, wo wir nicht spielen dürfen, aber echt? Wegen dem Text, in der Asta. Da waren die meisten Zitate, warum wir nicht kommen dürfen, in diesem Pseudo-Walken-Scheißhaus, weil wegen Bierzeitparty. Wegen Bierzeitparty. Man möchte mir das jetzt hier eine offizielle Stellungnahme ans Asta. Asta, ja. Ich kenne nämlich den Namen von dem Dreckslang. Nein, kleine Gaudi Asta, ich weiß nicht, wer ihr seid. Ja. Aber offizielle Stellungnahme ist aber total leid. Ich möchte mir für alle Texte, die ich jemals geschrieben habe, entschuldigen. Es ist wirklich nicht unser Ziel, damit jemandem so nahe zu treten. Sorry, ich überdenke gerade mein ganzes Leben und alles, was ich falsch gemacht habe. Und warum ich so viel Geld damit verdiene. Sorry. Naja. Egal, gell? Ja. Ich muss da noch was Cooles erzählen. Ja. Und zwar war ich auf einem JGA und ich habe so viele Schwänze gesehen. Das war das Schlimmste, was ich je erleben habe müssen. Ja. Ich schwöre dir, ich bin da hingekommen, ich kenne ja, sage ich mal, diesen Teil meines Freundeskreises. Ja. Und das sind alles Saunagänger, wobei ich festgestellt habe, von den 10 Leuten gern eigentlich genau 3 gerne in Sauna und alle anderen machen mit und hassen es. Okay. Das hängt unter anderem mit der ganzen Schwanzsache zusammen, behaupte ich. Ja. Und ich muss nicht so viele Schwänze sehen, Ketrap. Irgendwann gibt es eine Schwanzobergrenze. Vor allem, wenn jeder in die Sauna geht und einfach seinen Schwanz halt schön baumeln lässt, alles cool. Aber der Schwanz ist der Mittelpunkt in dieser Sauna. Ja. Der Schwanz ist, sobald der Sauna da ist, der Mittelpunkt von allem. Ich habe gesehen, wie sich jemand neben mir auf die Wiesen gestellt hat und einfach so einen Captain gemacht hat, mich anschaut und das Pissen aufhängt. Das sind Dinge, die passiert sind. Ja. Ich habe 2 Typen gesehen, die sich nach dem Saunieren ins Gras gelegt haben und weil sie wissen, dass mir das provoziert, sie gegenseitig an den Schwanz gelangen. Das habe ich gesehen. Ich habe so viel gesehen. Ja. Einer der Anwesenden hat versucht, sich einen Ständer zu ruppeln, weil er zeigen will, wie groß er ist, wenn er einen Ständer hat. Im Gegensatz zu, wir haben ihn aufgehalten. Ich wollte nicht, dass er sich einen runterhält von mir. Oder? Okay, komisch. Ich glaube, wir sind es früher aus dem Fußball raus. Ein angehender Arzt hat alle eine Hodenuntersuchung gegeben. Mir nicht. Hier muss ich leider ablehnen müssen. Du lebst im Ungewissen. Stell dir mal vor, dass das echt Hodenkrebs ist. Boah, das war so ein Erfolg. Und dann der Arzt so, hätte man frühzeitig entdecken können. Ja, ich habe mir erklärt, wenn man es macht. Er hat gesagt, einfach mal den Hoden nehmen. Ich überlege gerade, ob das mal an sich zeigt. Also er war schon ein klein bisschen betrunken. Ja. Man muss einfach einen Hoden nehmen und so rauspressen da so ein bisschen und dann siehst du, was drin ist. Also wie bei
absolviert. Ja, Quetschhoden. So. sozusagen, aber wahrscheinlich nicht so fest. Ja. Also wie wenn du Zipfel oder Eis spielst. Ah ja, okay. So ungefähr. Ja. Aber war ein geiles Wochenende. Wir haben extra einen Saunawagen abgeholt, haben da an unseren Spätzl einen Le Touche, haben wir überrascht, indem dass wir den Saunawagen direkt an der Wasserwacht an einem See stehen, was voll geil war, weil er ist einer von denen. Lotus ist ein Saunameister, müsst ihr wissen. Ja. Also wer gern sauniert, ich leite euch den Kontakt gern weiter, die machen da echt immer richtige Show, das regt mich richtig auf. Die haben so einen russischen Saunagang und dann ziehen sie sich eine scheiß Pelzmützen auf und das sind auf jeden Fall alles richtige Arschlöcher. Im positiven Sinne. Ja, und wir haben jetzt die Erlaubnis, es gibt eine Insel, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen für die Leute, die es kennen, an dieser Wasserwacht. Und da hat uns die Dame von der Wasserwacht, die geile Moni, wie ich es nenne, 1:1 ein Typ wie der Imam. Also eine, mit der ich gut kann. Ja. Du weißt ganz genau, wie es dran bist. Sie macht es gerne, aber sie lässt dich nicht spüren, dass sie es gern macht. Ja, oder? Ja. Nein, der Imam ist ja vor allem auch zu fremde Leute auch ultra nett, muss man dazu sagen. Und wir waren am Anfang vor allem, als es das erste Mal herdampft, weil wir haben dummerweise den Sauna-Anhänger vor dem Ausgang von der Wasserwacht gestellt, wo ich den Einsatzplatz so, kein Servus, kein Grüß dich, kein nix. Und dann sage ich, ihr könnt dafür nicht stehen bleiben. Erst einmal recht sind. Und dann sage ich, okay. Und dann hat er gesagt, warum? Sag ich, war wahrscheinlich jetzt nicht so klug von uns. Ja. Dann haben wir halt ein bisschen gespaßhettelt, wir zwei. Du kennst ja die Moni und mich. Gell? Ja, völlig. Und da ist halt auch ein bisschen was zurückgekommen, gell? Und dann hat sie mir ihr ganzes Reich gezeigt und hat gesagt, da drüben ist eine Insel, da kann sie uns einmal rüberfahren, auch wenn wir mit mehreren Spätzl, sie hat da das Wasserwachboot, weil in ihrem Alter mag sie noch mal schwimmen und kann uns rüberfahren, das hat eine riesige Lichtung in der Mitte. Und dann sage ich, dann kannst du zeiteln und feiern, wie es Gaudi hat. So sage ich, das darf man doch nicht. Ich bin von der Wasserwacht. Weil ich darf es nicht. Du kannst da ins Wasser speien, wenn du ein bisschen zu viel saufst. Und dann hat es schon war ja anders. War sicher an meinem, definitiv. Ich sage ja, wird ein Mann. Nur, dass ich noch nicht so viel, dass ich mich von ihr nicht so sexuell angezogen gefühlt habe. Das verstehe ich. Ich hoffe, du hörst den Podcast, geht dir, das wollte ich dir schon lang sagen. Ja. Ansonsten, geiles Wochenende, sehr, sehr, sehr viel gesoffen. 120 Liter Bier gesoffen, also vor allem für 2 Tage, zu 10. Das ist schon okay, finde ich. Kannst du machen, Kannst nichts sagen. Und das war eigentlich so der Jungs. Wir haben einen 5-Dampf ausgeführt. Aber nur 4 Disziplinen. Ja, tut mir leid, das ist schon viel mit dem Harry reden müssen, oder? 4 Disziplinen, Ich bin Zweiter geworden, glaube ich, Dritter. Eins von beiden bin ich geworden. Von 3 Teams, oder? Ja, richtig. Nein, es waren schon mehr Teams. Wir waren 10 Leute. Also hat jeder für sich die Teams sind immer wieder durchgemischt worden und ich habe halt das Glück gehabt, dass ich beim Spikeball einen Partner gehabt habe, der nicht mehr ansprechbar war. Okay. Aber der mit mir taktieren wollte und sagte, das ist die 4, wenn er kurz kommt. Und ich gehe hin, wenn er lange kommt. Es kommt der Lange, ich lasse ihn durch. Da geht der Ball drauf, Scheiße. Ja, das ist halt der Vorteil an der Hütte und da kannst du halt nichts anderes machen, gell, als das Saufen. So geil. Von der Früh bis spät. So geil, ich schwör's, das ist eigentlich, also, so geil. Hat Vorteile auch zu so riesen Ausflügen, die man auch machen kann. Ich darf es trotzdem immer andersrum machen, weil ich sehr gerne reise, aber so ein Hüttenwochenende ist schon was Geiles. Ich meine, das kann man einfach so machen. Wir haben ja außerdem in Amerika oder in Thailand, sage ich mal, bei dem Boys Trip, haben wir ja auch genau sowas gehabt. Stimmt, ja. Zusätzlich. Whatever. In der Villa. Ja, geile Villa. Ja, die man nicht drüber. Riesiges Blockhaus am See, aber so ist. I don't care. Whatever. Naja, irgendwo muss das Geld dahin. Ja. Ich habe gehört, du hast gestern ein bisschen gezaubert. Vorgestern. Scheiße, wann ist der Stream gewesen? Mittwoch, ja. Mittwoch hast du ein bisschen gezaubert. Angefangen, Standard, wieder ein paar Fragen. Direkt Tonproblem gehabt, deswegen habe ich dann ein paar Leute verloren. Wie? Ich weiß es nicht. Das letzte Mal hast du einfach einen Stream abgespielt und dann ist es gegangen. Ja, ich habe es auch vorher alles mit dem Tom testet, weil ich es ja mit dem MacBook gemacht habe und hat alles super hingehauen. Dann habe ich es 10 Minuten davor auch noch mal kurz getestet, hat auch alles hingehauen. Und während der Stream gelaufen ist, habe ich auch schon mal kurz ein YouTube-Video ablaufen lassen, hat es auch noch hingehauen.
Und dann, ich weiß nicht warum, dann als ich reacten wollte, oder was bei Logic hört sagen, hat es nicht mehr geklappt. Und dann hat einer aus dem Stream, dann habe ich es nochmal neu gestartet und dann hat es geklappt und dann aber wieder nicht. Und dann hat einer im Stream eben gesagt, ja, steck einmal deinen Kopfhörer aus. Und dann ist es gegangen. What? Ja, es lag einfach nur am Kopfhörer und dann habe ich den Kopfhörer ausgesteckt das und macht wieder Sinn. eingesteckt und dann... So minimal, dass er denkt. Ja, aber auf jeden Fall strange. Ist das über unser Audio-Interface? Was für uns das gelaufen? Über die Brücke? Nein, über das andere. Okay. Ja, war crazy, ja. Ja, dann habe ich die Leute abstimmen lassen und wir gemeinsam einen Song schreiben. Habe da 3 Beats von Beatstars vorbereitet gehabt. Oder ob wir reacten. Genau. Weil ich nichts vorbereitet habe, hätte ich dann auf Frankfurt Tinder reagiert. Aber ich glaube, die Leute kennen das nicht. Waren auf jeden Fall, haben wir da nicht so viel Bock drauf gehabt. Also wir haben da nicht reagiert, sondern haben dann gemeinsam einen Song geschrieben. Also, ihr habt es nicht reagiert, okay. Nein. Weil Genau. ich glaube, wenn sie es kennt hätten, dann hätten sie schon Bock gehabt, weil das ist ja irre. Ja. Genau. Aber da gibt es ja nur andere Sachen, wo man noch reagieren kann. Ja. Nice, dann wäre so ein Wandersong-Thema, ich hab's erzählt. Audi 80 war der Wunsch. Stark. Ja, aus so einem Country-Beat. Stark. Von demselben Typen, der den Barts Beat damals ja. hat. Big Bad Beats oder so heißt der. Ja, stimmt. Ja. Genau, und da dann, ja, also beim Part habe ich so einen typischen Flair-Flow gehabt, weil ich wirklich versucht habe, die Sachen für die Leute umzusetzen, was sie so gesagt haben. War ja bei mir, als ich das in einer Woche diese 2 Songs gemacht habe, ähnlich. Da war ja mein Flow auch nicht so großartig, weil ich möchte das Zeug unterbringen. Und das hast du ja live auch noch machen müssen. Ja. Noch ein kleiner Unterschied. Ja, ein paar Leute waren überrascht, dass ich wirklich einigermaßen weiß, was ich da mache an dem Programm und so. War lustig. Wirklich? Ja, du kannst das wirklich, sage ich, ja. Ja, tatsächlich. Hey, ich glaube, dass wir schon hardcore zurückbleiben auf die Leute wirken. Das glaube ich nicht. Also ich tue alles dafür, dass wir auf jeden Fall, stimmt. Nicht zurückbleiben. Ja. Ich tue alles dafür, dass ich in der Erste irgendwann spielen darf. Hallo? Ja. Genau. Also war cool, oder? Ja, war witzig. Wie gesagt, das Einzige, was allein komisch ist, weil das kann man ja im Gespräch dann überbrücken, ist, wenn man im Chat was fragt und ich warte auf die Antwort und wegen der Latenz fühlt sich das dann wie eine gefühlte Ewigkeit an. Wenn es dann weiterredst, wird es dann ein bisschen schwierig. Also es waren, obwohl es ja dann waren dann so 25 Leute oder so. Im Schnitt waren ja bei uns auch nicht recht viel mehr. Nein, ich glaube 30, ja. Genau. Und waren schon rege im Chat unterwegs. Auf jeden Fall. Nett. No. Ein paar neue Gesichter, war die eine wieder da? Hast du wieder Nein, die waren nicht 2450 da. Euro gekriegt? Nein, gar nichts gespendet worden. War schlechter. Geizigen Fixer. Was Ich mach das nur wegen dem Geld. Hast du einen kleinen Drink dabei gehabt? Ich? Einen kleinen Drink. Hat es was zum Trinken gegeben gestern? 2 halbe gesoffen. Ja, ist ja wurscht. Ja. Das ist Zeit, als Trinken. Ja, schon, ja. Ich habe gewartet, bis ein paar Leute da waren, bevor ich getrunken habe. Kurze Frage, du hast geschaut, ob es läuft, gell? Du hast nicht einmal drauf gedrückt. Kommt mir jetzt gerade. Irgendwie sind weil du bist ja manchmal recht kopflos. Nein, es läuft. Sehr gut. Ich habe irgendwie gedacht, das war so eine typische, einer von uns 2 Aktion gewesen, dass man hingeht. Ja. Aber cool, hier läuft man. Ja, alles super. Wow, du kannst ja das richtig. Ja. Ja, genau. Und dann, so um 10, Viertel nach 10 war dann auch Schluss. Weil irgendeine Umfrage habe ich noch gemacht, da habe ich noch gewartet. Ich weiß nicht mehr, was die Umfrage war. Aber du bist ja der Meister darin, also du bist einer der Menschen, in dem ja ein peinliches Schweigen nicht peinlich ist. Nein, das nicht, aber... du das ja hier komplett easy meistern können. Ja. Dieser Typ, der kann im Auto hocken mit einem anderen Menschen und dem ist das scheißegal, der redet auch 4 Stunden nicht. Das ist ihm völlig egal und das kann ich nicht. Er schon? Nein, ich habe keine Angst vor der Stelle. Nein. Schon. Ich habe Angst, dass ich dann mit meinen eigenen Gedanken beschäftigen muss. Ja, klar, gut, das ist jeden Tag ein Kampf. Wenn ich nicht irgendeinen Podcast zum Einschlafen oder so höre, dann laufe ich wieder zum Medikamentenschrank und friss alles, was ich finde. Ja, alles, aber wirklich alles. Alles. All die Sachen, die sich gegenseitig ausschalten, oder vor allem die Schüssler Salz, Heilerde. Nasenspray. Globuli. Ja. Aber alles durch den Mund. Salz, Augentropfen im Mund. Ja, scheißegal. Zapferl. Ja, genau, ja. Thema der Woche, oder? Ja, voll geil. Aber da willst du was Cooles suchen. Ja, ich glaube, da haben wir schon sehr oft drüber geredet. Daydrinking. Ja. Nur cool, wenn du auch ein Zuhause hast.
Hä? Halt das Maul, Sabrina. Spaß. Also Daydrinking. Ja. Ich finde, es gibt ja. Ende sind wir es dann dabei belassen. Das ist ein super Ding. Es gibt nichts Besseres auf der Welt wie Daydrinking. Ja. Auch die anderen Sachen, die ich ja schon erwähnt habe, wie Hüttensaufen, Dings. Ja. Aber Daydrinking, es war jetzt beim JGA. Also, du musst dir vorstellen, ich bin um 11 Uhr aufgewacht, halb 11 Uhr aufgewacht, was für mich echt spät ist, aber ich habe bis 5 Uhr gesoffen und gedacht, heute entspannst du einfach einmal. Ja. Warum halb 11 Uhr auf? Es ist alles zum Kotzen, es ist alles beschissen, es ist wirklich nichts, fühlt sich richtig an. Ja. Du gehst raus, es ist zu hell, alle Leute sind laut und oft sind die anderen dann also ein bisschen träge und dann gehe ich zu dem Fassel, stehe mich hin, die erste läuft richtig gut und das ist, auf einmal ist alles wieder da, der ganze Körper ist wieder da, das ganze Dopamin direkt hier rein, das ich mir gestern weggesoffen habe, das Dopamin, das über Nacht verloren gegangen ist, ist wieder da, zack, noch eine, zack, noch eine, zack, noch eine und auf einmal ist der Tag so geil. Ja. Ich glaube, deswegen ist am Montag auch oft so schlimm, weil wir saufen dann teilweise 1-2 Tage hintereinander, haben noch manchmal ein Glücksgefühl nach dem Auftritt und dann kommst du am Montag wieder hierher und dann... Das ist alles scheiße. Also du musst dann halt hier auch weiter saufen. Die die ganzen Penner, die ganzen geilen Penner, die du um 9 Uhr schon in irgendeiner Fußgängerzone mit einem Bauerntank siehst. Ja, ich denke es mir oft, wenn ich beim Penny an der Kasse stehe und das ist so 9, halb 10 und einer hält sich da so ein kleiner Chantry. Ich denke mir nicht, du hast dein Leben nicht in den Griff. Ich denke mir, du bist der Rockstar. Du glücklicher Bastard, denke ich mir. Stimmt, du weißt ganz genau, was läuft. Ich schaue nur mit seinem dreifarbigen 3-Tage-Bart und mit seiner viel zu fettigen Kopf. Ist der scheißegal, weil der ist, glaube ich, da auf Folge 7. Schon, Ich glaube nicht, dass ich anfällig für Heroin war. Was meinst du? Also ich glaube, ich kann das schon mal nicht mehr. Ja, ich glaube, so eine kleine, es wäre ein Hobby. Ja, anscheinend ist er bei Crack auch schlimm. Crack, echt? Ja. Ist Crack nicht Heroin? Nein, Crack ist, wer das Koks gemacht. Aha. No. Sicher? Ja. Okay. Sehr sicher. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie das ist von Drogen. Aber Heroin sollte man schon mal nehmen, oder ist das jetzt gerade was, wo ich sage? Und vor allem auch da ist es ja so. Also Livestream dann. Da Motivation. Ich mag halt keine Spritzen. Das ist halt, also Heroin ist halt am allerunsexiesten zum Nehmen, finde ich. Also, gibt auch keine andere, ich weiß nicht. Ja doch, du kannst Opium auch rauchen. Ja, das ist ja nicht dasselbe. Nein. Aber Rauchen macht ja keinen Spaß. Du musst bedenken, der beste Zeitpunkt, um Heroin zu nehmen, war vor 5 Jahren gewesen. Ja. Der beste Zeitpunkt jetzt ist heute. Ja. Von dem her angenommen, ich hätte jetzt so eine kleine Spritzen für uns dabei und wir hätten uns das jetzt im Podcast, muss ich erst einmal was finden. Ja, schon mal. War leicht. Schon voll reidiger. Das war gleich. Im Schwanz. Ja. Muss ich. Da wirkt es am schnellsten. Ja, Daydrinking, was macht so geil? Was sind gute Tipps für Daydrinking? Also, guter Tipp für Daydrinking ist, du wärst dann am Punkt gekommen, wo du sagst, oh fuck, es ist jetzt, also du hast um 8 Uhr angefangen und dann bist du ja, wenn du dir einen Daydrinking-Tag vornimmst, dann startest du ja wirklich mit dem Ziel, besoffen zu werden. In relativ kurzer Zeit, nehmen wir Leon Hardy oder sowas, da ist es ja nicht so, oder unsere Weihnachtsfeier, die wir in der Früh schon anfangen, da ist es ja nicht so, dass wir jetzt sagen, jetzt machen wir ganz entspannt, der Tag ist noch lang, sondern das ist ja schon... Aber es gibt, glaube ich, auch schon so Daydrinking-Tag, wo du einfach mal schaust, was dich so hintreibt, wo du halt einfach mal so, sag ich mal, um 1 einfach irgendwo hinfährst, so ein Spätzl, hockst dich da hin und dann trinkst du einfach 5, 6 halbe und dann ist es schon 3. Dann ist es schon 3, und dann denkst du, das soll jetzt noch machen. Ja, fahren kann ich ja nicht mehr. Nein. Ja, das stimmt. Aber also mein Tipp war, ist ja eigentlich ist egal, ob du morgen so fängst oder nein. Du wärst dann an dem Punkt gekommen, wo du denkst, okay, in der kurzen Zeit habe ich jetzt schon viel Bier gesoffen. Jetzt meine ich, muss ich ein bisschen langsamer da. Ja. Nein, du sagst ganz klar, ja, ich wollte eigentlich auch drauf. Also, aber nein, weil du bist irgendwann über den Punkt drüber. Du sollst nicht anfangen schneller zum Saufen, du sollst auch nicht anfangen auf den Schnaps umzusteigen. Nicht sofort. Ja. Nicht sofort. Erst wenn gar kein Bier mehr geht. Ganz genau, ganz genau. Wenn gar kein Bier mehr geht, dann gehst du zum Schnaps über, weil Kapitulation ist keine Option. Das ist ja nicht in Frankreich. Nein. Meinst du, ob man so einen Online-Kurs machen sollten, wenn man gut saufen kann?
Also ich glaube schon, das haben wir ja wirklich durchgespielt. Ja. Weil wir sind ja qualitative Säufer. Ja. Wir sind ja keine... Schnaps, also wir kaufen uns ein Bottle Wodka. Richtig, also wir sind ja keine... Ich möchte einfach so schnell wie möglich... War das schon mit Stil. Ja, wirklich, definitiv Stil. Haben uns ja immer so ein bisschen im Griff, würde ich sagen. Und machen es halt auch schon lang, nur dass ich sagen kann, ich kann offensichtlich relativ lang drüber reden. Ja. Ja. Also ja, aber klar, da kannst du ja wirklich Tage füllen mit, wo du sagst, okay, wir fangen erst einmal, was ist die richtige Alkoholwahl. Ja. Dann sagt man, was sind gute Orte zum Saufen. Ja. Dann die verschiedenen Phasen des Suffs. Ich glaube, das darf mir wirklich Spaß machen. Also jetzt nicht regelmäßig, sondern also was die Tussi da in der Doku gemacht hat, dass sie halt mit so englischsprachige Leuten unterwegs ist. Wir brauchen halt dann einen Fahrer. Ja. Und dann machst du mit denen hier so eine kleine Tour. Also fangst du mega Touri-mäßig an, fährst ins Breistüberl und dann noch so ein paar kleine Secret-Spots und dann noch irgendwie so ein kleines Highlight, wo sich jeder über gefreut und ich denke, das machen nur die Einheimischen irgendwie so. Ja. Nochmal ins Breistüberl. Ja, ins Breistüberl, aber diesmal komplett besoffen. Ja, schon, ja. Diesmal Bedienung auch angelangen. Ja. Na, oder müsstest du irgendwie so ein bisschen stagen, keine Ahnung, dass man zu deiner Oma fährt oder so. Ja, scheiße, das war voll geil. Und dann die hier schön aufgekocht hat und dann, dem sie sich gerade schon jeder Schweinshax im Breistüberl gehört haben. Weil der eigentliche Clou drauf zu meiner Oma zum Fahren ist, dass wir ihr nicht sagen, dass wir davor schon gegessen haben. Ja. Und du weißt ja, wie fad meine Oma wird, wenn sie gekocht hat und dann kommen die und dann kriegen halt dann den geballten Hass. Ja. Na, vielleicht mal eine kleine Werbung schalten. Einfach hier mal so eine kleine Tour machen. Ich war tatsächlich sofort dabei. Du kannst gleich richtig Asche verlangen. Ja, ich glaube so Amis, Engländer, Australier, so, eigentlich war es ein schlauer Move, das so vor der Wiesn anzubieten. Geil, ja, weil da sind sie dann schon da. Ja. Das einzige Problem, das ich gerade noch sehe, ist die Sprachbarriere. Da musst du aber noch arbeiten. Also, hello. Hello. My name... Michael I am. My name Tobias. Bier. Bier? Okay. Yes. Ja. Ja. Bier! Ja. Und dann laufe ich weg. Ja, schon. So, sorry for running. War PayPal for Friends, ihr kriegt gar nichts mit. Sorry for running. I forgot. I'm a Fluchttier. Yes. So, Ja. Können wir anbieten. Ja, was sind geile Orte. Also ich finde Daydrinking, klar, wollte ich erst sagen, am meisten Spaß macht es draußen, aber ich finde auch in so einer schönen, grübigen Wirtschaft oder auch in einer Alm im Winter drin auch schön. Wo trinke ich nicht gern draußen? Das war die Ding. Also ich mag schon grübig auf jeden Fall. Also klar, wenn ich irgendwo hinkommen muss, trinke ich auch im Zug oder so. Ich trinke nicht gerne in der prallen Sonne. Ja, gut. Da werde ich fad. Ja. Werde ich stinkfad. Ja. Ich trinke einfach nicht. Es gibt ja draußen auch ganz selten mal ungrübige Orte. Ja. So alles, was Plastikstühle hat, trinke ich nicht so. Wobei, das kann auch schon wieder so assi sein, dass es voll geil ist. Ja, wenn sie zum Beispiel da, wo wir noch im Tierpark waren, das war so... Das war ja voll geil. Also das war so richtig schön Redneck. Also ich glaube ja tatsächlich, dass beim Draußensaufen speziell, also eigentlich überall die Gesellschaft eine größere Rolle spielt wie der Ort, wo du saust. Mir ist nur wichtig, dass die Wetterverhältnisse so sind, dass ich nicht eingehe und ich werde fad, wenn bei direkter Sonneneinstrahlung, weil da kriegst du dann irgendwann Schädelweh. Und, was aber definitiv nicht am Bier liegt. Nein, auf keinen Fall. Zum Beispiel, ich saufe ja gerne an der Isar, gell? Ja. Aber auch nicht, da möchte ich schon ein schattiges Platz haben. Ja, vor Schlafboot. Ja gut, aber da kommst du ja immer wieder mal in einen schattigen Platz und du bist halt direkt an der Quelle der Abkühlung. Das ist halt geil, weil das ist der Punkt, ich kann ja einfach alle 2 Sekunden. Ja. Also eigentlich, um das zu wiederholen, was du sagst, bin ich voll bei dir, weil es gibt ja nichts Geiles, weil wenn du in so einer dunklen Wirtschaft bist, da saufst. Es müsste dein Körper, dein Kopf sagt, es ist jetzt schon dunkel draußen. Ja. Weil du da halt 4 Stunden drin warst, aber es ist halt gerade mal 12 Uhr Mittag, weil du halt früher noch angefangen hast. Ja. Oder lass du eins, du kommst raus und du denkst, wow. Ja, jetzt geht der Tag erst los. Fuck, jetzt erst einmal Ski irgendwo saufen. Also, und sonst halt draußen saufen. Biergarten, geil. Beim Grillen, geil. Super geil. Schlauchboot fahren, geil. Skihütten draußen, geil. Da ist ja geil, draußen und drin saufen.
anders drin. Ja. Christkindlmarkt. Aber er ist meistens abends, gell? Das ist selten. Das ist aber ein Fehler. Ja. Kid-Rap, das ist nämlich ein Fehler, den dieses ganze System macht. Ja. Weil, wenn die Christkindlmärkte, ich glaube, in Minga machen es schon Mittag auf. Ja. Da kannst du Ja, Daydrinking betreiben. dürfen sie nur von gefühlt 5 bis halb 6 Uhr aufhaben. Dann ist es laut. Aber irgendwann, wenn ich Bürgermeister Ja, bin, schon. jetzt, Dann werden die alle dann vergast. werde ja, sehr überraschend. sowas aus dem Kontext gerissen, gell? Ja, kann da wieder das Knack bringen. Ja. Ja. Und, Nein, Schmarrn ist ja natürlich keiner vergast. du kannst nicht alles auf dieser Erde mit einem Naschmann reparieren. Doch. Schon. Okay, das bedeutet, wenn jetzt Hitler wieder zurück auf die Erde geht und sagt, Ja gut, der hat es ja gemacht. ja, Ja, das nicht war, nur bei da, mir war oder? es ja nur so ein kleiner Gag, so ein kleiner Ja. über die Stränge hinausschlagen. Ja, nein, ich bin ja voll auf deiner Seite. Über die Schlänge hinausstrang. Ja. Wenn irgendjemand was dagegen hat, dann zack, gleich mit Ja. rein. Nein, Ja. okay. Schmarrn. Ja, Spaß. Beste Dry-Drinking-Erlebnisse, ja, kann ich jetzt nicht, also Ja, ich sauf so. Ja, ja. Also, es haben sie, Daydrinking ist bei mir tatsächlich mehr so immer an irgendein Erlebnis geknüpft. Ja, schon. Ja. Also, was in meinem Kopf auf jeden Fall 3, ich nenne meine Top 3 ganz schnell. Vegas mit der anderen Freundesgruppe war gar, weil da war es genauso, wie du gesagt hast, schon 2 Tage in Vegas gesoffen, keiner hat Bock gehabt, wir sind in ein schlechtes Hotel gegangen, weil wir noch spontan eine Nacht dazu gebucht haben. Ja, und dann sehr, was machen wir jetzt? Sehr gut, ja, scheiß drauf, sind wir ins Zirkus zum Bierpong spielen gegangen. Ah. Und es hat keine 2 Sekunden gedauert und die Stimmung war von zu, ja, geil, und dann ist es wieder rund gegangen. Und das war so richtig entspannt. Anderer Daydrinking-Moment war Amerika auf dem Weg zum wie heißt dieser Tümpel, Niagara Falls. Ja, ja, heftig. Diese Autofahrt. War so geil. Also da habe ich echt harte Gedächtnislücken, muss ich zugeben. Aber das war so witzig, perfektes Wetter, 9 Leute in einem Auto, sind wir davor am gesoffen, Stimmt. waren 2 Leute beim Fahrer. Ist der Tobi erst später? Ja, Echt, bei der stimmt. Hinfahrt hat er noch nicht gesoffen. Noch nicht direkt. Aber wann war denn bei die Fahrt, wo dann der Tobi, wo war denn das, wo wir mit den Paintballs aufeinander geschossen haben? Nein, das war schon die Hinfahrt. War schon die Hinfahrt? Ja. Ja, das war geil. Weil, Ja, was auf dieser Fahrt, so viel dumme Sachen. Das Beyblade gespielt. ja, vor allem wir sind extra Paintball rausgefahren zum gekauft. Paintball, Ja. zum Beyblade spielen, ja. Alles voll pisst. Ja, überall. Ja, stimmt, wir sind mit den Kutten auf 2, haben wir einfach in ein Amerika, Grundstück. wie dumm. Ja, Vor allem auf ein Grundstück, wo 2 riesige Säulen waren, Ja. auf denen wir uns gestellt haben, und da pissen wir natürlich auch noch rein, Ja. mit unseren Kutten noch, an einer relativ stark befahrenen Straßen. Ja. Ich sprich seinen Namen nicht aus, aber ich nenne nur Arno am Schluss. Ja. Ist auf die andere Straßenseite gegangen mit seiner Kutten und hat gegen eine Regenbogenflagge gepisst. Nein, Flaggen hat er nicht pisst. Die war oben drüber. Er hat gegen das Haus pisst. Okay, Entschuldigung. Nur gegen das Haus mit der Regenbogenflagge. Ja, da pisst man. Ein Foto. Aber ich glaube, es war kein politisches Statement. Ja. Außerdem hat er danach einen Schmarrn gesagt. Ja. Also lustig. Ja. Und Punkt 3, jetzt gehen wir, was vor kurzem passiert ist. Ja gut, Weihnachtsfeier. Aber auch im Tierpark war schon auch witzig. Tierpark ist bei mir an die Top 3, weil das war damit, das hat Das war jetzt relativ so dumm. Ja, und das hat so langsam angefangen, finde ich. Ich weiß nicht, wir haben dann Ja. unsere Trinkspielregeln gehabt und haben gedacht, jetzt müssen wir schon mal ein bisschen an Fahrt aufbauen. Ja. Aber dann ist innerhalb von Minuten, glaube ich, Ja. haben wir uns da so einen Ja. angelötet, leck mich am Arsch. Das war wild, ja. Das war schon heftig. Ja. Ja. Ich habe mal einen sehr guten Zweiter-Suff, den ich gehabt habe, der an die Top 3 ist, war mit der Steffi in Venedig. Ich war noch nie in Venedig und ich habe irgendwie aber auch nicht Bock gehabt auf Sightseeing, sondern ich wollte nicht Venedig wie die Einheimer schnell. Ja. Und haben wir uns da ein paar Mischall gemacht für den Weg, sind dann mit der Fähre um. Ja. Und dann haben wir uns wir haben riesen Glück gehabt, ich nenne es einfach mal als Pier, Ja. also an den Kanal. Ja. Hier und scheinbar war an dem Tag noch was, aber da war gerade frei und dann haben wir es ausgetrunken und ich war richtig schnell relativ angeschossen. Und dann kommt der Einheimische und redet uns an und sagt jetzt so, ja, was wir hier so machen. Ja. Sagt, der hat
14 Sprachen gesprochen. Ich glaube, der unterhält sich einfach gerne mit Fremden, hat auch Deutsch geredet, alles, blablabla. Ich habe gesagt, ja, wir wollen ein bisschen die Stadt sehen, aber haben eben keinen Bock auf Dinge. Und dann habe ich gesagt, ja, wir können uns rumführen. Ja. Und wir haben schön weiter getrunken. Ich glaube, er hat schon gemerkt, ich glaube, er hat uns bestohlen. Schätze wahrscheinlich, also, weil wir wären weg gewesen sein, ich weiß noch nicht mehr. Na, da haben uns die ganzen kleinen Gassen gezeigt und diese ganz kleinen Läden, wo du diese kleinen Snacks kriegst und Wein mit ihm gesoffen. Das war also auch komplett eskaliert und sowas ist immer ganz geil. Ja, was finde ich jetzt bei uns noch ansteht, also unter die Freunde, ist mal so ein ganzer Stumpfer, muss ja keine ganze Woche sein, also 3-4 Tage all-inclusive Urlaub. Oh ja. Wobei ich irgendwie glaube, mein Verhältnis zu all-inclusive Urlaub deckt sich halt überhaupt gar nicht mit dem, was da dann passieren darf. Also ich kann mir nicht vorstellen, was wir da machen. Also, wenn ich all-inclusive bin, der langweiligste all-inclusive-Mensch aller Zeiten. Ich gehe da hier, hangelt mir halt von Fressen zu Fressen und in der Zwischenzeit liege ich wirklich einfach gern am Strand, lacht's mir nicht aus und lese. Ich lese tatsächlich gern. Es tut mir leid, ich lese gern. Lass einen Roman sein, was Historisches sein, gerne. Fantasy mag ich gern, Sci-Fi mag ich überhaupt nicht. Ja, aber was gut, also wir kennen doch nicht den ganzen Tag. Also ich glaube, das wird sich dann relativ schnell ergeben, was wir da machen. Ja. Also das einzige Wichtige war halt, dass halt was ist, wo die Getränke einigermaßen gut sind. Ach, das ist mal wurscht. Und was halt dabei sind. Ja. Und zwar immer. Ja. Da war halt sowas wie Malle geil. Malle war halt optimal. Aber nein, du möchtest wirklich in einem Resort sein, gell? Ich glaube, dass das angenehmer für die Leute um uns herum ist, ja. Du meinst, wenn wir da bleiben? Für die Familien und so, die dann da sind. Ja, schon. So richtig verbrennte, fette Deutsche, die den ganzen Tag kommen, die wo einfach nicht, wo dann irgendwann einer sagt, es gibt's ja nicht, dass die nicht aus dem Pool ausstehen und wir einfach so einen eigenen Piss. Alle wirklich wissen, scheiß Hummer. Ja. Stimmt, du siehst auch die Chemikalien, die reagieren mit unserer Pisse schon wieder zu einem roten Fleck. Habt ihr da nein? Nein. Ja, so wird da. Pinkeln Sie in diesem Moment? Ja, so mit Poolbar wie in Thailand, nur halt mit nicht so einem toxischen Wasser vielleicht. Ja, klar, kann schon langweilig werden. Es gibt auf Malle ein paar Hotels, wo du all-inclusive saufen hast. Also ich glaube halt, dass so 3-4 Tage kann schon funktionieren, aber ich stelle mir halt auch vor, ich bin gerade überfordert. Was man da macht. Ja, ich spüre ja dann schon gerne irgendwas dazwischen. Also wir kannten uns schon beschäftigen, glaube ich. Ja. Aber ich bin offen, es auszuprobieren. Ja. Nein, ich weiß nicht, was man da machen kann. Gut, man kann ja also klar auf Flankeball wäre im Hotel wahrscheinlich ein bisschen assi, aber am Strand kannst du schon spielen, sage ich jetzt mal. Aber man kann ja irgendein Kartensaufspiel spielen oder irgendwie sowas. Ja, da glaube ich auch, dass wir schon eine Lösung finden. Ja gut, wenn ich in der Wirtschaft 12 Stunden hocken kann, dann werde ich auch am Strand 12 Stunden hocken können. Ja. Ich sehe das ja ab und zu auf TikTok, so Videos, wo halt so ein Paar im Urlaub ist und sie mitzählt, wie viele Drinks ihr Freund oder Mo sauft. Dann lustig. Ja. Das sind meistens schon so 14. Ja, Urlaub zählt auch nicht. Nein, da bist du stärker. Das ist auch das Geile am Campen, weil wenn du. Also, das ist so geil, du Camping stehst du auf und es ist völlig okay an so einem italienischen Campingplatz. Das ist einfach. Ja. Weil es ist Urlaub. Ja. Dort sind die irdischen Gesetze. Das merkst du, das ist bei Deutschen, in so der Generation von unseren Eltern auch krass, weil die saufen echt viel Schnaps immer. Also in Griechenland, Uso oder sowas. Und denke ich mir, jetzt am Mittag an Uso, ich weiß, also überhaupt an Uso ist einmal das Erste. Und dann so vor dem Mittagessen an Uso saufen, denke ich mir, also Bier, klar, sofort. Ja. Bringen wir gleich 2 mit, dass du so oft gehen musst. Ja, es sind mal 3 oft. Ja. Was, glaube ich, auch geil war mit den Boys mal, weil es irgendwie so unattraktiv ist, ist Ungarn. Ja. Ungarn stellen wir richtig geil vor, da in so einer Partygegend. Ski-Balaton gibt es bestimmt auch noch ein paar Partygegenden. Und da dann richtig, richtig schön saufen. Da kannst du noch so richtig geil, günstig fressen. Ja. Und das fand ich dann schön am Moorbaden, zum Entspannen, ein bisschen Detox. Da habe ich eine Empfehlung in Heavis. Ja. Kann ich aber Schegi. Vanja zu Schegi. Ja, auch ein super cooler Ort. Ja. Kann man uns überlegen. Ja. Gut. Ja, wir wollten ein paar Vlogs dran mit 12 Stunden Saufen und dann können wir das ja vielleicht.
Müssen wir wirklich machen. Ja. Ich habe mir schon überlegt, ich habe jetzt einen neuen Hotspot, was mich, glaube ich, sehr interessieren wird, aber es kann sein, dass da einer von uns stirbt. Frankfurt Hauptbahnhof. Oh, fuck. 12 Stunden saufen am Frankfurter Hauptbahnhof und Umgebung. Ich glaube am ersten der Harry oder ich, weil der Harry redet ja immer ständig Leute an, wenn er richtig besoffen ist. Ja. Also ich glaube, dass wir zwei vielleicht wegen am Harry sterben, weil er wird halt einfach... Aber er ist oft schon durchgekommen damit, weil er so besoffen war, dass eigentlich Leute, wo man sich denken kann, oh, das ist jetzt nicht so klug, dann einfach nur belächelt haben. Ja. Und es gibt ein paar, wie gesagt, Ryanair gibt es extrem günstige Flüge teilweise, so London oder so für einen Fuffi oder auch ähnliche Sachen. Aber in London ist halt so scheiße teuer. Ja, gut, das zahlen die Sponsoren. Ja. Ich muss aber sagen, manchmal geht es mir auch gegen einen Strich, selbst wenn es zahlt wird. Ja. Da bin ich teilweise dann so ein geiziges Arschloch, dass ich mir denke, gut, das kann ich jetzt abhalten. Ja, aber ja, finde ich gut. London hätte ich schon aber da sind die Bierpreise auch nicht teurer wie jetzt halt in Amerika. Nicht? Nein, kostet also. Ja gut, Pfund halt, was da in Dollar kostet, also ja, ein bisschen teurer schon. Wahrscheinlich so 7, 8 Dollar. Pint. Ja, okay, London, weiß ich. Ja. Hast du noch einen dritten irgendwie jetzt, okay, das ist jetzt 3. Es gibt viel, also Ding, was mir, meinst du jetzt in Europa oder insgesamt? Du hast doch gefragt. Ja, okay. Was glaube ich noch, wo man einen weirden Fleck starten kann, ist in Tokio. Russland. Weil in Tokio gibt es so Bars, da kannst du all-inclusive saufen. Und das ist ja natürlich für die, weil die ja mit einem komischen Gen nach 2 Bier aufhören, aber wenn wir da kommen, da in der Drach kommen. Ja, da müssen wir weit. Das gleich wissen, was los ist, und dann hocke ich mich da hier und dann saufe ich da ein bisschen von dem Stuhl voll. Man schießt mal vom Jacuzzi ich möchte da so viel saufen, dass die Leute anfangen mit zu filmen. Okay. Ich glaube, dass das da, weil in Tokio nicht so lange dauern. Sollen wir das einmal machen? Das finde ich geil. Was? Lass uns das vielleicht als das ist, sage ich mal so, das Safe Word. Ja. Das bedeutet der Moment, wo wir sagen, jetzt haben wir genug gesoffen. Wir müssen so lange saufen, bis einer anfängt, uns zu filmen. Ja. Und dann saufen wir zu zweit im Wald. Ja, und dann schön Wildkamera. Game over. Ja. Ja. Das wäre geil. Ja. Finde ich gut. Nein, fühle ich komplett. Ja. Auch mit der Lederhosen. Ja. Ja. Das ist schon wieder so exotisch da, sage ich, dass es cool ist mit der Lederhose. Ja, ich glaube auch, dass, also wenn du in London oder so bist, dann ist schon auch, die kennen das zwar ein bisschen, also, ja. Aber kennen sie es schon gut genug? Nein, ich glaube nicht. Ja, vor allem muss ja zum Branding passen. 12 Stunden saufen in aus Bayern. Also das das ist ja wie wenn ich finde, wenn du in der Lederhosen irgendwo zum Saufen hinkommst, ist wie wenn du der Präsentation in einer großen Firma im Anzug hältst. Da strahlst du halt einfach Autorität aus und du weißt auch, was du da machst. Und auch eine brutale Saufenergie einfach. Ja. Wir haben ja auch schon 1000-mal darüber geredet, aber es ist schon ein gutes Gefühl, wenn die Leute sagen, das war jetzt wieder sehr viel und das passiert irgendwie zu oft. Sobald wir im Ausland sagen, you drank all that beer. Ja, also, ja. Nein, ich hab's weggeschüttet, du Matz, du Scherm. Das sagt die. Alle haben wir das gesagt. Ja, sind ja keine Schwachschwurer. Ja, die Favorites, jetzt sind wir schon wieder brutal. Ja. Haben uns so verratscht. Ja. Die Favorites lassen wir weg. Ja. Doch, ja. War aber gut gewesen, Serien aus der Kindheit. 5 Fragen. Worüber könnt ihr ohne Vorbereitung einen einstellen? Ich glaube, die Frage haben wir gerade beantwortet. Das war Absicht, oder? Wahrscheinlich, ja. Geil. Ja. Übers Saufen. Ja, Saufen, Reisen, glaube ich. Ich glaube, bei mir hat er auch eine Kamera. Nein, doch nicht. Ja. Rap, ich nicht, also nicht über die restliche Historie oder keine Ahnung. Kann die früher reden, ja. Aber Musik an sich schon, glaube ich. Ja, weiß ich nicht. Und nochmal Saufen dann. UFC, also beziehungsweise MMA, Kampfsport-Stuff, könnte die Leute, glaube ich, schon eine Dreiviertelstunde lang sein. Zumindest. Fitness und Ernährung, weiß ich viel. Ja, theoretisch. Ja. Aber das müssen wir mit der Umsetzung. Ich habe letztes Mal ein TikTok gesehen von jemandem, das hat mich wieder voll gecatcht. Von einem Typen, der ist sehr viel sauft. Nein, der war pumped und der hat gesagt, dass diese 3 Sätze-Ding, dass das komplett overrated ist, dass das eigentlich gar keinen Sinn macht. Sondern einfach bis zum... Einen Satz, bis du halt nicht mehr kannst und das halt akribisch aufschreiben und dann halt immer schauen, dass du halt mehr schaffst, weil du trainierst ja ganz anders, wenn du nur einen Satz schaffen musst, weil dann trainierst du, bis du nicht mehr kannst. Ja, das ist allgemein... Also er hat gesagt, wenn du aufpumpt werden willst, also jetzt nicht so Kraft-Ausdauer, sondern wenn du halt
Masse aufbauen willst. Also mich würde interessieren, ob es dann danach wieder gerippt werden kann, also nach Masse, aber ja. Ihr müsstet spontan bei einer olympischen Disziplin mitmachen. Welche wählt ihr? Kugelstoßen. Ich kann relativ weit schmeißen und da darf ich mir zumindest nicht, also natürlich im Vergleich zu den Olympioniken, da ich mich nicht blamieren, aber das darf ich probieren. Welchen Film könntet ihr euch immer wieder ansehen? Cool Runnings, Shoot is Manitou. Deadpool. Ted. Hooligans habe ich unendlich oft gesehen. Der blutige Pfad Gottes. Guardians of the Galaxy. The Dirt. The Dirt ist wirklich, den habe ich mir auch mit am öftesten gesehen. No. Wärt ihr an einem anderen Punkt im Leben, wenn ihr euch nicht kennengelernt hättet? Ja, safe. Ja. Also 1000%. Ich habe keine gesünder. Ahnung wo. Ja. Gesünder, aber ich glaube tatsächlich no homo unglücklicher. Ja. Oder wahrscheinlich waren wir jetzt beide voll die heftigen Unternehmer. Ja, richtig erfolgreich, ja. Nein, ich bin sehr, sehr happy. Das ist ja das Geile am Leben, dass du nicht drüber nachdenken solltest oder kannst oder nicht sagen kannst, was wäre, wenn. Und ich finde es voll geil, wo ich gerade bin. Wenn ihr eine fiktive Person, Animation, Zeichentrick oder auch Echtfilm zum Leben erwecken müsstet, welche würdet ihr wählen? Ted. Ted war geil, ja. Ich hätte gerne einen Pumuckl. Ja, war geil. Richtiges Arschloch. Den hätte ich gern bei mir. Ein Fan der Woche, der hat sich selber nominiert. Okay. Der hat auch unter dem Podcast kommentiert. Ja. Ich muss noch schnell suchen. Ich weiß nicht mehr unter welchem Podcast. Scheiße. Ich sag den Namen gleich. Ich fange dabei schon mal mit dem Secret-Tipp an. Ja. Der Secret-Tipp ist, wir haben nächste Woche, also kommende Woche, haben wir 3 Auftritte hintereinander, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Das wird ein richtiger Abfuck, also da werden wir uns, also wer wirklich ein Hardcore-Fan ist, so ich bitte zu alle 3 kommen. Ich möchte nur, dass ihr, das ist jetzt ein Aufruf, nur dass ihr seht, wie der Verfall von Auftritt zu Auftritt ist, weil man nimmt sich einmal vor, gut, jetzt musst du ruhiger machen, weil nächsten Tag Auftritt, aber das geht halt nicht. Kid Rap, es geht halt leider einfach nicht, gell? Und ich muss am Samstag noch zu einer Hochzeit, was auch voll stressig ist. Ich weiß gar nicht, ob ich meinen Anzug reinpasse, wie fett ist Kaibe. Das ist ja brutal. Wird schon hören. Okay. Booking.com. So haben wir einen, oder? Gleich. Ansonsten ist, wenn ihr den Podcast hört, war gestern das Oberland-Eicher-Massaker Dreh. Das wäre ganz nice. Und scheiße, mal. Genau, die 3 Auftritte sind einmal Trachtenclubbing, da kommt Dinger, oder? Glue Boys. Die Glue Boys in Herrengiersdorf spielen wir und in Nürnberg, im Hirsch. Was ist Herrengiersdorf? Was ist da? Festzeit mit der Anja Bavaria und Nürnberg spielen wir allein. Vielleicht mit dem DJ Topsucht oder mit dem DJ Stefano. Geil. DJ Harper. Ja, dann hat die letzten Worte wie immer der wunderbare Harry, da müssen wir nicht schneiden. Danke.